Wie soll ein Mensch wie ich es schaffen, sich zu lösen, wenn du mir immer wieder zeigst, dass ich zu schwach bin dafür? Wieso schauen wir so etwas gern? 4. Stock. Was genau passiert in unserem Hirn, wenn wir andere in unterschiedlichen Situationen beobachten? Und wieso schauen so viele Leute gerne Trash-TV? Psychologin Dr. Dina Gutermuth, die auch den Podcast Trashologinnen produziert, hat sich das auch gefragt und erklärt sich die Faszination mit 3 Punkten. Mal schauen, ob einer von denen auch auf dich zutrifft. Erstens gibt es in der Psychologie den sogenannten Abwärtszugleich. Wenn wir sehen, dass es anderen schlechter geht als uns selber, fühlen wir uns automatisch besser und erhobener, weil wir uns vergleichen. Zweitens identifiziert man sich mit gewissen Charakteren und baut, auch weil sie sehr aktiv sind auf Social Media, eine parasoziale Beziehung zu ihnen auf. Pythagoras. Wer ist es? Ist dir das bei einem Trash-TV-Format auch schon passiert? Drittens soll das Ganze einen voyeuristischen Effekt haben. Das heisst, man kann bei sehr intimen Momenten dabei sein, ohne dass man Konsequenzen davon trägt. Ich habe mich verliebt, ja. Du hast dich verliebt? Man fragt sich dabei dann, wie hat ich in dieser Situation reagiert? Und von da zu judgen. Trash-TV schauen hat also viel mit der eigenen Wahrnehmung und Identifikation zu tun und lässt uns mit psychologischen Tricks gut fühlen.